Wir müssen C21 finden, so schnell es geht. Oder beziehungsweise natürlich nicht nur C21 selbst, sondern natürlich ihre böse Hälfte, weil wenn sie ja, zu stark wird, dann sprich maßloser Hunger, in ihrem Fall gleich unendliche Macht, das wäre ziemlich scheiße für uns. So. Oh nö. Okay. Training. Bevor ich gegen Kid Buu antrete. Schon seltsam, war? Irgendwie, ja, sagen wir es mal so, wenn man eigentlich immer das Wort Kid, was ja für Kind steht, vor einen anderen Namen setzen würde, würde das ja eigentlich das Ganze ja verniedlichen, oder kleiner machen, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel auch bei bei den DLC-Comics, oder quasi mit Flash oder eben auch Kid Flash, Superhelden, da ist so ungefähr die gleiche Art und Weise, aber hier Kid Buu, nee, da ist jeder alarmiert, weiß, okay, da ist, ja, da ist nicht gut, da ist Polen offen. Und C21 macht wieder nicht, jetzt macht sie wieder. Wow. Was ist das für ein Move so? Aber die Armfläche nach innen. Ah, jetzt was gebracht, okay. Und Tenshin Han, er will es mir heimzahlen. Mit der Kiku-Kanone. Das ist der falsche, das ist der falsche. Ja gut, da habe ich dann gezwungen zum Wechseln. Kann man auch machen. Ich frage mich teilweise, ob ich den Alten nicht einsetzen kann, weil ich noch ein bisschen in der Luft bin und noch nicht ganz am Boden. Das könnte eventuell ein Grund sein. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da war nur noch der angeschlagene Tenshin Han. Na, Schwein gehabt. Voll. Wow. So Gokus Kamehameha oder aber C18 tritt gegens Knie. Was hat wohl Tenshin Han mir wehgetan? Also wenn du die richtige Stelle im Knie triffst, das tut schon weh. Kann ja durchaus verstehen. Egal. So. Verbindungsevent. Eigentlich auch traurig, weil mit Son Goku haben wir so wenige Verbindungsevents. Man darf es seit dem ersten Sonic dabei ist, nicht damals doch sehr viel mit ihm gekämpft habe. Naja. Keine Sorge, die ist sich das gewohnt. Und was soll das bringen? Mhm. Ja, deswegen scheint man da auch Probleme mit 3E. Genau aus diesem Grund, weil es ja kein Problem wird. Das wird so ein fucking Problem. Aber egal. So, warte mal, eine nette kleine Plauderei. Dann legen wir mal los mit dem Kampf gegen 46. Das kann nur geil werden.
Aber ich mich immer noch frage, wann wird denn endlich mal geklärt, aus welchen Zellen C21 alles besteht? Ich meine, dass sie aus Zellen von Bu besteht, ist klar, das sieht man. Also, ja, der muss so sein. Wo sonst soll sie... Ja, die Klamotten, eigentlich spricht alles dafür. So. In your face, bitch. Oh, das macht er nicht so sehr. Das war einfacher als erwartet. Und ich habe kein Problem damit. So, alles schön auffüllen. Wird sich nicht bis zum Maximum reichen. Das war zu befürchten. Ah, doch, jetzt. Plötzlich. Aber so, ah ja, jetzt geht's vom Endboss-Fight. So, kriegst du ein paar Punkte dazu. Okay. So, mit C18 jetzt auch noch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich mit dir eigentlich schon? Gar keine. Okay, krass. Phase 2. 少しは私の体を使いこなせるようになったようだね。でも、もう少し攻撃を受けないように工夫しなよ。Was in diesem Spiel ein bisschen schwierig ist, ausweichen, außer man natürlich einen Teleport. 私は普通の人間よりは丈夫だけど、別に不死身ってわけじゃないんだ。怪我を怖がってほしいわけじゃないけど、もう少し気を使えって話さ。 Oh, Verzeihung, werte Prinzessin. あんまりひどい扱いするなら、後で慰謝料をきっちり請求するからね。C18, hey. Das liebe ich so an Dragon Ball, weil doch jeder Charakter, wo es doch relativ viele sind, auch mittlerweile natürlich viele, die sich den Z-Kämpfen anschließen und so weiter und so fort, aber es sind, dass doch jeder seine eigene Persönlichkeit, eine eigene Art und Weise hat. Herrlich so etwas. So, ja, ich meine, jetzt habe ich habe so einen guten Stand, ich muss abspeichern. Ich muss abspeichern. Und jetzt geht's in den Fighto. Karte 14, Start. So. Freezer und die Armee des Bösen. Ja, yeah, als wenn mal was war. Die drei echt in einem Team. Das ist einfach ganz stark. Erstmal hat Vegeta keinen Bock darauf, Freezer zu dienen. Zweitens hat Freezer keinen Bock darauf, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ihn bereits mal zerschnitten hat, wortwörtlich. Also, das können wir, glaube ich, vergessen. Das war nicht klug. Ich dachte, wir wären ein bisschen weiter weg. So, erstmal ein schöner Move und den Finisher setzt Son Goku. Tschüss, Freezer. Und hallo, Trunks. Aua. Ich finde das mit dem Zerschneiden aber sehr wörtlich. Verdammt! Hä? Geht schon nicht! Super Kombi! Super Kombi! Mach sie mal! So manchmal! Oh, abgeblockt! Was für eine Frechheit sowas! Ich sehe nichts, hallo! Das war jetzt ein bisschen unverschämt. Oh oh. No, hab ich den falschen Fuß erwischt! Sag mal.
Nein! Tschüss! Nö! Sag mal. Au! Aha. Hey, Vegeta! Spür die Kraft des 3 Wochen Super Saiyajin! Der geht nur am Boden? Was da für eine Scheiße? Hallo? Oh oh. So, der war schön. Ja. Mann, sie sitzen hier auf. Quatsch, ey. Schön, sie 18. Das letzte Mal hat sie den Arm gebrochen, diesmal das Knie. Traditionen waren, Freunde, sehr, sehr wichtig. Das nenne ich mal ein Team, beziehungsweise das nenne ich mal Freunde. Einmal so einen Anführer platt machen. Also, ja, doch. Muss man einmal so sagen. So, interessanter Weg. Und es ist trotzdem noch nicht der Endboss-Fight. Okay, also doch, natürlich schon Endboss, aber nicht der Endboss-Fight, versteht ihr? Hat natürlich jetzt einen Nachteil, Schrägstrich natürlich auch Vorteil, dass ich jetzt alle Klone platt machen muss. Vorteil deswegen, mehr Training, mehr Erfahrungspunkte, mehr Übung auch für mich selbst wieder. Andererseits natürlich ein Nachteil, es dauert länger. Außerdem natürlich verflucht schnell. Zum Beispiel so ungefähr. Ja, also mit dem Tempo kann ich mich, glaube ich, nicht beschweren. Was zum... Ah, wieso macht er nicht C18 Smooth? Den habe ich vorhin gewollt. Da gibt's einfach nicht, ey. Wow, nicht mir, Kumpel. Ey, hab gelockt. Mist, das hätte funktionieren müssen. Na, das war doch der richtige Move, sehr schön. Ich war mir nicht so ganz sicher. Yeah. Ja doch. 2, 3 Kämpfe müssen noch drin liegen von der Zeit her.
Gohan, Trunks, Freezer. Das ist echt eine interessante Zusammenstellung. Son Gohan, Trunks, der Freezer auch Kano-mäßig platt gemacht hat. Son Gohan, der Freezer vor allem Movie platt gemacht hat. Fusion war es, genau. Noch was Neues versuchen. Aber offenbar wird das nicht so gern gesehen. Aua. Aua. Oh, was ist der Move? Er ist anschleichen mit dem Schwanz. Gut, weil es nicht gerade der schönste Fight, gebe ich gerne zu. Ups, das lief nicht so gut. Ja, klar. Mann, schon wieder nichts. Wieso macht er nichts? Mach den scheiß Move von Goku, Alter! Verdammt, da wäre nah genug. Ah, wenn die mir die Moves machen, die ich gerne hätte. So, Kamehameha! So, ging jetzt zwar. Hey, ist gut. Wo ist er? Beruhig dich. Okay! Hey Freezer, kennst du schon den dreifachen Super Saiyajin? Ich glaube noch nicht. Ja doch. Also zumindest im Manga wird er ihn... Manga sage ich schon. Im Anime würde er ihn theoretisch kennen vom Turnier... vom letzten Turnier im... sorry, von Dragon Ball Super. Moment, ich muss ganz kurz konzentrieren, so Leute. Mann! Mach den Move! Du sollst den Move machen, Alter! Ey, ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein. Jetzt quatscht der hier schon wieder die Opern. Ja, also das mit den Moves ist irgendwie sehr crazy. Manchmal macht's die Tastenkombinationen. Ich auf den Ultimate Move brauche, oder ist ja eigentlich immer das gleiche. Mit dem... sagen wir jetzt mit dem Steuerkreuz. Von unten nach links rüberziehen, plus dann halt R2 drücken, also eigentlich anschließend. Also weil ich eigentlich auf dem linken bin, R2 drücken oder R2 halt für den normalen Speed, für den Dragon Sprint, aber irgendwie alles für den Arsch. Alles für den Arsch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Natürlich, also natürlich nur die eine Richtung war, sprich wenn ich von links nach rechts kämpfe, wenn ich dann von rechts nach links kämpfe, dann wäre es umgekehrt. So weit, so klar, aber irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal hat er da ein bisschen schwierig. Aha, was soll man hier runter? Schwierigkeiten zu interpretieren und das liegt echt im Controller. Ich meine, rein theoretisch könnte es doch auch beim neuen Controller sein. Also ich werde sicher, bevor wir dann die Online-Kämpfe machen, werde das sicher noch herausgefunden haben, sprich ein bisschen getestet haben bis dorthin, ne, ist klar, ein bisschen Offline-Kämpfe und so, Training etc. etc. Und dann werde ich es relativ schnell herausfinden, ob es wirklich am Controller liegt oder an mir liegt oder whatever. Wir haben zwar normal gemacht, so wie ich wollte. Hat auch gemacht, so wie ich wollte. Ja, das war gut. Das war Captain Ginyu. Alter, Son Goku wieder. Ja, was? Aua! Und wieder übel mitgespielt. Oh, das ist scheiß Volleyballtechnik. Ah.
Das nenne ich ein Konter. So, das war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich. Oh oh. Das ist nicht gut, das ist nicht cool. Ja, so ein Tritt in den Magen, ich glaube, das ist nichts für zarte Gemüter. Und auch nicht für die von Namekianern. Oh yeah. Nun gut, Freunde, es läuft gar nicht mal so übel. Wir haben also, scheiße, also ja klar. Wir haben noch 3 Kämpfe vor uns auf dieser Karte und danach glaube ich auch so, wie es, also ist ja generell immer gewesen, wenn es den Ablauf hat, sprich eine gerade Linie gibt, oder nicht eine gerade Linie, aber eine eindeutige Linie, eines Weges nicht abgehen muss bis zum Endboss, dann ist der echte Endboss des Arcs, des Story Arcs, nicht mehr weit entfernt. Und ja, in diesem Sinne sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Nächster Part wird interessant. Cell, Buu, Piccolo, alles ehemalige beziehungsweise immer noch Feinde der Z-Kämpfer. Piccolo ist ein bisschen länger her, aber trotzdem. Sehr, sehr faszinierend. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.